wat The Expendables feier ja ze feierten Deel das de Wahnsinn wen hat gedet dass man du von enker feier Deler kreieren an ja ech op jeden Fall net Ech war am Ufang relativ skeptisch wat The Expendables ugangen ass obwohl ich eigentlich große Fan von so Actionfilmer sinn war aber so ja okay so viel heichkaretisch Action-Schauspieler dat kostet doch viel Geld dat geht doch bestimmt op Kächte von der Story hier also vom Film insgesamt an so ich fand ich hat schon immer der recht aber trotzdem als die Expendables also für an den Nation Deal den hört man noch ganz gut gefallen den dritten Deal war weil ziemlich raus aber insgesamt war aber auf jeden Fall den Nation Deal immer aber Spaß gemacht hat wo ich fand ja wieso nicht für allem die Schauspieler die du da sind halt einfach cool und das ist einfach cool wann in der Saison auf der Leinwand gesagt auch waren du nicht ganz viel han durchstöcht mehr ja es war du überrascht dass ihr überhaupt feierten Deal könnt dass du überhaupt nach Apps könnt weil ja den dritten hört aber ziemlich mies weil er es denken mir gehen einfach mal ran gucken als wer sie dann das gebastelt tun so Jason Statham Chloe Do you read now? What is this? It's classified. Coming with you. Oh, I'm sorry. You weren't invited. Bad behavior. Nothing can stop me, I can't get enough. Playing with dangerous bad behavior. Bad behavior. They call it bad behavior. okay ich hoffe lo just weil du waren an der Kampfszene lo do waren für mein Gu schon bis viel Schnitte dran also ich ging mich freien wann se statt logis op den Trailer bezieht weil es ist kein Fan davon wann so Kampfszenen viel geschnitte sind du musst viel durch choreografiert für das dat coole river könnt weil denn Siedlungen um Bodemlo klappt es Sylvester Stallone unter dir gehen wir mal gucken. Hey, why are you here? I got this situation where I need your help. I need bad friends. ist auch einfach Sylvester Stallone einfach nur so Is that sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Well, guys, remember this face. Don't shoot it by accident. Terrorists have taken possession of nuclear missiles on a cargo ship off the coast. If these babies go off, it'll be World War III. fand ich aber schon bis neisch gegraffe ich weiß nicht ich persönlich ging besser von wann sie Stelle und nicht so ich ging World War III wow. Mein Gott dann also ich fand dat dann eng John Wick zum Beispiel gemerkt trifft der Mengen besser dat hält sich zwar auch super echt as aber an Sänger echt geht so absurd an so wahnsinnig dass es aber funktioniert es wirkt wie so eng gewaltig Fantasiewelt dass es dann aber funktioniert ja wann sich statt dann so stellt nicht also so bei einer weiß stellt ich meine der wisst was ich meine To choose this life over friends, over family. It's time to get loud. Let's fly, baby! Come on, bring it! Blitzwesen Torlo net That's what I'm talking about. nee los denke kurz zurückspulen wat das ich fand du gesagt Hintergrund schon nee der gesagt nicht gut aus ich fand der gesagt schon nicht ganz gut aus für mich musst du ganz viel Hand gemacht sehen du musst ganz das mal gucken That's what I'm talking about. nee ich weiß nicht du gesagt auch ne dat du gesagt auch nicht gut aus Leute ganz ehrlich der gesagt nicht gut aus guck dat mal ich weiß nicht der gesagt alles komisch aus worin leid dass der so komisch ist gesagt sind schiert er nicht richtig oder was
ne, das passt aber hat gesagt alles so Uncanny Valley mäßig aus. Das ist was ich meine. Sieht alles so extrem plastisch aus. Was ist das eigentlich bewegt? Das doch sowieso schon. Ich verstehe die Überlegung nicht. Ich verstehe die Überlegung nie, wenn du so etwas willst machen und du weißt, du hast nicht das Budget für es krass ausgesehen zu lassen. Meiner Meinung nach ging so etwas besser ausgesehen mit Maketten, also mit großen Maketten. Das geht natürlich ziemlich teuer. Wenn du da von 4 Jahren weißt, dass du das Budget nicht kriegst, da ging ich das nicht mehr an. Weil das soll ja als krassen Moment rüberkommen und geht verschossen durch eine scheiß Optik. Und dann da fällt das innen durch, ganz ehrlich. Das ist cool. Das ist okay. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Ich weiß mal einen Elefant am Raum unten. Ist das Megan Fox? Ich wollte nur nicht die ganze Zeit suchen, weil ich fand, dass es mittlerweile so ernst das ausgesehen. Ich gehe nur gucken. Ja, das ist. Ich fand das tut so. Also ich erkenne nicht mehr direkt darum. Also das ist nicht so. Weißt du, wenn dann Jennifer Lawrence auf der Leinwand gesehen hat, so, das ist. Aber ich fand es. Ja, ich erkenne nicht mehr wirklich. Oh, it's way bigger than that. Fox, okay. Ja, mir hun nimmt mir dat Star opgebot, wie man schon hatten. Dat fand ich nicht schlimm. Dat ist an Mengen ganz okay, obwohl ich Megan Fox noch als verhältnismäßig kritisch dran gesehen. Also ich denke, Jason Statham und den Sylvester Stallone, die wäre schon, also die gibt für mich eigentlich schon durch so. Die können das schon ganz gut aufliefern. Und für mich muss der Film aus den Szene bestehen. Daraus muss er bestehen. Und die mussten on point sehen und die mussten geil sehen. Also es möchte das alles käsen. Nur dem Trailer do erwarten ich mal nicht ganz viel. Ich denke bestenfalls haben wir einfach ein bisschen Spaß, kriegen zu lachen. Dann können wir manchmal glücklich sein. Aber ich denke nicht, dass das The Expendables auf ein neues Niveau wird hier. Ich denke nicht. Dafür werden sie auch wahrscheinlich nicht mehr genug Budget kriegen. Wahrscheinlich nicht. Bon, ich ging so, das war dann auch schon mit dieser Trailer-Reaction. Erzählt mir gerne, was dir du von der Haar, was dir von der Expendables hast, wie bei ersten Trailer gekommen ist. Und dann ging ich so, und da sehen wir uns an der nächsten Episode. Ciao!